So, hallo zu Ich habe der, gedacht, du fängst hallo zu an. der Talk on Prayer. Ja, ich habe gesagt, Susanne macht die Begrüßung, aber das ist natürlich, ich darf sie machen, das ist eine Ehre. Ich habe schon in den Chat geschaut, immer mega cool zu sehen, wie Leute aus, sag jetzt mal, der ganzen Welt einfach mit uns zusammen mitbeten. Das ist wirklich mega, mega cool. Heute haben wir die Gunst Gottes in dir, das ist etwas, was auch wachsen kann. Wir nehmen ja immer das Thema vom Sonntag durch, um das nochmals dann nochmals zu beleuchten, vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, aber eigentlich ist das Ziel, dass wir für diese Dinge zusammen durchbeten. Also es geht eigentlich um das Gebet und dass man auch beten kann zusammen, da braucht es doch immer ein paar Gedanken, weil sonst betet man immer das Gleiche, sondern wir möchten eben auch verschiedene Aspekte reinbringen und dann werden wir zusammen beten. Ich möchte gerade beginnen mit einem Gebet, das uns der Heilige Geist leitet und führt und wir einfach die Wunder und die Gunst Gottes ganz konkret nicht nur hören, sondern auch spüren und auch erleben werden. Vater, ich danke dir für diese Hour of Prayer jetzt. Also ich halte dir die nächsten Augenblicke hin und ich bin dir dankbar, du bist ein sprechender Gott, du bist ein Gott, der auch Dinge auf deinem Herzen hast, dass du mir auch mitteilen willst und ich öffne meine geistlichen Ohren, ich öffne meine geistlichen Augen, ich öffne auch mein Herz und ich bin dir dankbar, dass ich weiß, dass du in verschiedenen Arten zu mir sprechen wirst und du wirst zu mir sprechen, weil du hast gewisse Dinge auf deinem Herzen und du wirst es mir mitteilen, so wie ich dir auch einfach meine Themen bringe. Nichts ist dir ja verborgen, alles liegt offen da vor dir und ich bin dir so, so dankbar, einfach zu wissen, dass du ganz konkret, spezifisch, detailliert auf den Punkt kommen wirst und deinen Arm wirst du bewegen, weil dein Arm ist nicht zu kurz, dass du nicht eingreifen würdest. Deine Augen sind nicht zu blind, dass du nicht sehen könntest. Und deine Ohren nicht zu taub, dass du nicht meine Anliegen, vielleicht mein Schreien, mein Seufzen, mein Flehen, aber auch mein Dank und meine Komplimente nicht hören würdest. Amen. Amen. Der erste Punkt ist, Gottes Gunst kann wachsen in dir. Und das Spannende ist, wenn man Josef und Jesus anschaut, dann sieht man sehr viele Parallelen. Also wenn es dich interessiert, dann schau die Message nach vom letzten Sonntag. Leo hat das alles aufgezählt. Es ist wirklich sehr eindrücklich. Es hat jetzt möglicherweise, oder ich habe es noch nicht rausgefunden, keine so extrem theologische Bedeutung. Was es aber für eine Bedeutung für uns heute hat, ist, dass es immer einen Zusammenhang hat mit dem, was im Alten Testament steht und mit dem, was im Neuen Testament passiert. Und wenn es darum geht, dass Gottes Gunst in dir wachsen kann, dann möchte ich zu Lukas 2, Vers 52 gehen, weil da steht eben mitten im Josef-Thema etwas von Jesus. Es heißt, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Ja, genau, weil es ist immer so, beim Josef liest man, Gottes Gunst war mit ihm, es geling ihm alles, man konnte sehen, alles ist aufgeblüht und dann nimmt man das und macht eine Theologie raus. Und darum sucht man immer eine Parallelstelle, wo steht das zum ersten Mal oder wo steht das nochmals. Und darum der Link von Jesus zu Josef ist von dem her eben wichtig, weil sonst habe ich einfach eine Behauptung in einem Bibelvers und ich interpretiere das hinein, was ich gerne interpretieren möchte. Und eben Theologie funktioniert so, gibt es eine Stelle vor oder nachher oder eine Parallelstellung. Das heißt eigentlich, dass die Gunst ist etwas, was wachsend ist. Und das finde ich eben ermutigend, weil sonst sagt man, das ist nicht fair. Der einen Person gelingt alles und mir gelingt es nicht. Ist wie die Gabe vom Glaubensgott, das uns ein Maß anvertraut. Und das Maß ist nicht gleich. Aber das kann wachsend sein. Und ich möchte jetzt ganz bewusst auch beten mit dir und ich möchte dir das eben auch ermutigend zusagen. Es ist nicht so, weil du vielleicht zu wenig Glauben hast oder gewisse Dinge falsch gemacht hast oder vielleicht warst du nicht gehorsam, was Gott dir gesagt hat, weil die Geschichte von Josef ist keine perfekte Geschichte. Es beginnt scheußlich, ein Familiendrama. Aber Gott haltet nichts ab, weder ein Drama in der Familie noch privat, dass Gott nicht am Ende zu seinem Plan kommt. Weil Josef hat am Ende gesagt, ihr habt das Böse mit mir gemeint, also absolut böse und schrecklich, aber Gott hat aus dem was Gutes gemacht. Und ich bete jetzt für dich, ich sehne dich jetzt einfach und ich möchte dir das zurufen, weil Gott hat einen Anspruch
und hat auch Zusprüche für uns. Und ich möchte dir und ich werde dir diese Zusprüche Gottes zusagen. Du bist ein geliebtes Kind, du bist gewollt. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt am Kreuz, um uns loszukaufen von all unseren Fehlern, Gedanken, Sünden, von unserem egoistischen Ego-Herzen. Du hast diesen Preis bezahlt, damit ich in der Gegenwart Gottes sein darf, ohne dass ich was bringen kann. Das Einzige, was ich bringen kann, ist mein Leben und zu sagen, hier bin ich. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus wohnt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben für dich, Jesus. Und das ist das, was ich dir bringe. Und ich weiß, du hast so viele Zusagen, was du mir gibst, und ich bin dankbar und ich möchte das bewusst mir auch sagen. Es ist nicht alles in meinem Leben so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das gewünscht habe. Es ist nicht so mein Drehbuch, das ich geschrieben hätte, aber du schreibst noch immer in krummen Zeilen, schreibst du gerade. Du kommst dennoch und trotzdem zum Ziel, und ich möchte mich bewusst jetzt in diese Position begeben als ein Sohn und eine Tochter, um zu sagen, gewisse Dinge haben Menschen es böse gemeint, aber du wirst am Ende aus dem Gutes geschehen lassen, weil du bist ein Gott, der aus dem Minus immer ein Plus macht. Das, was man nicht mehr reparieren kann, bist du so innovativ und kreativ und kannst aus dem ein Kunstwerk gestalten. Ich segne dich mit diesem Gebet als eine Grundlage zu wissen. Das Reich Gottes ist nicht aufgebaut, weil ich alles richtig mache, sondern es ist aufgebaut, weil er hat das richtig gemacht für mich an meiner Stelle. Ja. Amen. Ja. Und ich möchte noch ein Gebet anfügen, weil wenn wir das Leben von Josef anschauen, Jesus, dann fällt, wie Leo gesagt hat, auf, dass er Gottes Gunst hatte. Und anstatt es in meinem Leben einfach auszublenden und zu sagen, ja, das war halt damals, das war halt Josef, möchte ich es heute an uns herankommen lassen, dass es jemanden gegeben hat, der hatte offensichtlich mehr Gunst als andere. Und warum sollte ich heute nicht dafür bitten, dass du mir die Gunst von Josef genauso gibst? Und mit dem Gebet machen wir uns auch verletzlich, Jesus, aber da sind wir auf dem Weg mit dir und sagen, wenn ich auswählen könnte, dann würde ich auch um diese Gunst bitten, und das mache ich heute. Und du, Heiliger Geist, du mögst uns aufzeigen, was dahinter steckt, was damit zusammenhängt, wie sich das alles verhält, dass wir nach dieser Zeit hier ein besseres Verständnis haben, was die Gunst ist und wie sie sich vermehren kann in unserem Leben. Amen. Amen. Also der erste Gedanke ist, streck dich nach Gottes Gegenwart aus, und das steht eben auch jetzt in Lukas Kapitel 2, Vers 49. Jesus war im Tempel 12 Jahre alt, wie gesagt, und dann heißt es ja, die Gunst Gottes wuchs, und dann haben die Eltern gesagt, Jesus, was machst du? Der ist einfach davon gegangen. Und dann sagt Jesus erwiderte, er war 12 Jahre alt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Hause sein muss? Und Jesus hat eigentlich mit dem angedeutet, ich bin eigentlich der Messias, und das war schon der richtige Ort. Und dann hat sich Jesus wieder untergeordnet zu den Eltern. Aber was ich jetzt ganz konkret beten möchte, ist eben der Hunger von Jesus und auch der Hunger von Josef, mehr von Gott zu erleben. Der war da. Und ich weiß nicht, wie ist dein Appetit für Gott? Vielleicht sagst du, ich bin zufrieden mit meinem Leben, oder du sagst, ich glaube, da wäre noch mehr möglich. Und ich sage immer, den Wind kann man nicht generieren, aber man kann das Segel in den Wind stellen. Man kann ein Feuer nicht machen, aber kann sich am Feuer erwärmen. Man kann nicht einen Strom von Wasser machen, aber man kann die Steine und die Bäume wegnehmen, damit es durchfließen kann. Und ich halte dir, Vater im Himmel, jetzt mein Leben hin als ein Gefäß. Und ich kann Erweckung nicht erzeugen, ich kann den Wind nicht erzeugen, ich kann das Feuer nicht generieren, ich kann den Strom von Wasser nicht generieren, aber ich setze mein geistliches Segel voll in den Wind, voll in den Heiligen Geist hinein, aber dermaßen krass. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du mein Segel füllst mit Wind, dass du mich erwärmst, dass du wie ein reißender Fluss bist, der
alles wegschwemmt, das nicht zu mir gehört. Weil du hast gesagt, das gute Werk, das du in mir angefangen hast, du hast es bereits angefangen, aber du hast es noch nicht beendet. Mit anderen Worten, da ist noch eine Zeitachse, da ist noch Zeit, wo du gewisse Dinge mich prägst und gewisse Dinge mich auch förderst und mich gewisse Dinge auch aufzeigst. Und ich danke dir einfach, dass du in mir nochmals ein Feuer anzündest. Das möchte ich auch bitten. Weil du hast den Heiligen Geist wurde immer wieder ausgegossen und sie wurden erneuert vom Heiligen Geist. Nicht einfach so, der Gott, in dem Tag, wo ich gläubig werde, kommt der Heilige Geist hinein, ich bin ein Tempel von Gott. Aber ich werde immer wieder erneuert. Und diese Erneuerung halte ich dir hin und für das möchte ich beten. Ich möchte dich bitten, Gott, erfrische mich, erneuere mich. Nimm das, was abgestanden ist, das, was müde und träge und auch lauwarm geworden ist. Nimm das nochmals weg von mir und heilige auch meine Agenda. Heilige du auch meine Zeit. Du kannst auch gewisse Dinge in meiner Agenda nochmals neu positionieren und nochmals neu sortieren. Und ich gebe dir einfach diese Agenda nochmals in die Hände und setzt du die Agenda nochmals. Schreib du nochmals deinen Rhythmus und deine Themen auf das, was nicht da hineingehört. Streich raus, nimm es raus, lösche es raus. Schließe Türen, wo Türen geschlossen werden müssen und öffne Türen, wo Türen aufgemacht werden müssen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Ich finde auch spannend, im Alten Testament gibt es eine Begebenheit, wo man die Bundeslade bei irgendjemandem zu Hause hingestellt hat. Und ich weiß nicht, ob die so glücklich waren, dass die Bundeslade zu ihnen kam, weil die Bundeslade, jemand wollte sie anfassen und er ist dabei gestorben. Also das war schon so ein heikles Thema. Nichtsdestotrotz. Ja, es ist eben so, da wo die Bundeslade gewesen ist, ich habe das nachgelesen, gibt es in ein, zwei so Familien, wo das gewesen ist, denen ist alles gelungen. Gott hat sie gesegnet. Ja. Und darum hat das Wort, als David das gesehen hatte, gesagt, das ist ja krass. Also man hat es gesehen, da wo die Herrlichkeit Gottes war, ist das aufgeblüht. Genau, das steht im 1. Chroniker 13, Vers 14. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seine Familie und bei denen wurde die Bundeslade platziert. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die von Anfang an so happy waren, dass die Bundeslade bei ihnen war. Jedenfalls ging es dieser ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Und manchmal denken wir, ja, die Gegenwart Gottes ist nicht so attraktiv oder das braucht Zeit, das ist zeitaufwendig, ich will lieber etwas jetzt bewegen. Aber den Segen, den würde ich jetzt auch nehmen. Den würde ich jetzt auch nehmen. Also so viel zu streck dich aus nach der Gegenwart Gottes. Genau, die Gunst Gottes, und wir gehen da ein bisschen weiter im Gebet, das Erste, es beginnt zu Hause. Ist immer so, es beginnt immer zu Hause, da wo es eigentlich ein bisschen ungemütlichsten ist, weil die Geschichte von Josef ist eigentlich ein Familiendrama auf alle Seiten, eine absolute Katastrophe. Es war nicht nur, dass Josef verletzt wurde, die Brüder wurden verletzt und der Vater wurde auch verletzt. Es war eigentlich auf alle Seiten hin eine Tragödie. Und Jesus, zu der Parallele zum Josef, hat sich den Eltern wieder untergeordnet, obwohl er hätte sagen können, hey, ich bin der Messias, ich könnte überhaupt froh sein, dass ich bei euch bleibe, noch wohne. Hat er es nicht gemacht, er hat sich untergeordnet. Und ich finde, eines der wichtigen Punkte ist eben im Leben, dass die Gunst Gottes eben wächst, ist eben der Aspekt, wo wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jetzt sagst du ja, diese Haltung habe ich ja, das stimmt, aber es sammeln sich doch wieder gewisse Themen an, dass man mit der Zeit gar nicht mehr merkt. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist, wenn du eine Diät machst oder wenn du eine Kur machst oder wenn du fastest, sagt man, ja, ich habe kein Problem mit Kaffee zu trinken. Und dann merkst du plötzlich, dass du 2 Tage Kopfweh hast, weil du den Koffeinentzug hast. Also es gibt viele Dinge, die haben sich so ein bisschen angesetzt und man merkt das gar nicht mehr. Und ich will mit dir zusammen beten, dass
dass der Geist Gottes uns zeigt, was heißt das für mich unterzuordnen. Wir haben diese Grundentscheidung getroffen, weil wir folgen ja Jesus nach. Wir sind Christen, das heißt, wir folgen dem Christus nach. Wir folgen ja nicht einer Kirche oder einem Modell nach, wir folgen diesem Jesus nach. Für das haben wir uns entschieden, aber nichtsdestotrotz gibt es gewisse Eigenschaften oder Themen, die wir mitnehmen oder wieder neu aufgeschnappt haben, wo wir das gar nicht mehr merken. Und für mich bedeutet das eben auch Gott die Möglichkeit zu geben. Und Josef hätte das erkennen müssen beim ersten Mal, als er den Traum erzählt hatte. Die Brüder waren wütend, die haben es ihm auch gezeigt. Und beim zweiten Mal haut er sie ihm nochmals unter die Nase. Und das ist nicht ganz, ganz weise, weil unterordnen hätte bedeutet, ich sage nichts mehr, weil ich mache sie noch mehr stinkig wütend. Ich möchte jetzt einfach mit dir zusammen beten und das ist so ein Moment, weil Gebet ist ja auch etwas wie ein Spiegel. Es ist ja nicht einfach, dass ich zu Gott bete, sondern Gott hält mir oft einen Spiegel hin, wo ich mega schöne Dinge sehe. Ich habe mega viele Zusprüche von Gott. Das ist krass, wer ich bin und was ich habe, was es bedeutet, ihn als ein Vater, Elohim, Adonai, aber Vater, alle diese Namen zu haben. Und dennoch kann Gott auch den Spiegel hinhalten und sagen, da und da hat es gewisse Stellen, an denen arbeiten wir jetzt. Und Vater im Himmel, du hast wirklich diesen Gebet ist wie ein Spiegel und Bibel zu lesen ist auch ein Spiegel und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mir nochmals zeigst, wo du von mir wie eine Unterordnung dir wünschst. Und ich weiß manchmal, meine Seele, die sträubt sich und wehrt sich und will das nicht und es macht alles auch rational und emotional und sogar einfach menschlich keinen Sinn, weil es das Gegenteil von dem ist, ich verwirkliche mich. Aber ich möchte dir einfach jetzt nochmal sagen, wenn es Themen gibt, wo du sagst, ich soll mich wieder einklicken, wie Jesus den Eltern, obwohl er der Messias ist, das macht ja keinen Sinn, dann will ich dir Danke sagen, dass du ein offenbarender Gott bist. Du hast Offenbarungen. Du zeigst etwas, damit ich es auch mit dir zusammen lösen kann. Es ist nicht so, dass du mir einen Spiegel hinhältst und sagst, so sieht es aus, so wird das bleiben, sondern wenn Gott was offenbart, tut es im ersten Moment weh, aber Gott offenbart nur die Themen, die Dinge, die er auch mit uns zusammen jetzt lösen will. Und das ist so eine geistliche Freundschaft, die wir mit ihm haben. Und ich liebe es, dass Gott einfach punktuell Themen wieder auf den Tisch bringt, weil sie auf den Tisch gehören. Ja. Und Jesus, du sagst, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen und ihnen dienen. Und es gibt Leute, vielleicht auch in deinem Leben, vielleicht auch in meinem Leben, die schleifen an meinem Charakter. Aber wenn ich weiß, dass sie dazu da sind, um an meinem Charakter zu schleifen, dann kann ich die Situation anders bewerten, als mich zu ärgern, als mich aufzuregen. Und ich stelle mir vor, wenn Josef realisiert hätte, dass er ein Stolzproblem hat, vielleicht hat er es, vielleicht nicht, und vielleicht hat er ja seine Brüder als Werkzeuge von Gott gesehen, um an seinem Charakter zu schleifen. Vielleicht können wir das von ihm lernen. Vielleicht ist das dein Input für heute und ich möchte das einfach noch beten, dass dir die Personen in den Sinn kommen, die dich ärgern, die etwas triggern bei dir. Und Heiliger Geist, hilf du uns, dass wir diese Situationen neu bewerten können. Dass wir auf einmal sehen können, was die Personen eigentlich in uns hervorbringen und dass sie ein Werkzeug sind in deinen Händen. Und wir lassen es zu. Wir streben nicht danach, dass wir den Vorteil haben, dass wir die Ersten sind in dem Sinne, sondern du sagst, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. Und ich sträube mich nicht mehr, wenn ich immer die Person bin, die an der Arbeitsstelle abräumen muss. Und so weiter und so fort. Sondern du bewirkst damit etwas in meinem Herzen und ich lasse das zu. Und ich sträube nicht mehr
gegen gewisse Umstände, sondern ich nehme es als Charakterschleife, damit meine Salbung und meine Autorität wächst. Hilf mir, ein göttliches Bild für diese Situationen, wo ich mich immer am Menschen ärgere. Hilf mir, eine göttliche Sicht dafür zu entwickeln. Amen. Amen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich gebracht habe mit der Axt, mit dem Schleifen, oder dass man eben Eisen schleift Eisen, und das ist ein bisschen doof. Das bedeutet, Menschen schleifen Menschen. Und das ist eben die Menschen, die bei uns etwas auslösen, die was triggern, sind genau die bei uns einen Charakterprozess in Gang bringt. Und das ist mega, mega mühsam, weil es löst ja was aus. Und man muss es auch zulassen. Also wenn man jetzt die Geschichte noch ganz kurz von Josef anschaut, der hat geblufft und geprahlt, ich bin Josef, ich hatte diesen Traum. Beim Traum hat er nichts falsch gemacht, das stimmt inhaltlich, aber nicht in der Art und Weise, wie er das präsentiert hatte. Und jetzt heißt eben auch Judah, das war ja einer der Brüder von Josef, war eifersüchtig, der hat gesagt, jetzt kommt der Träumer schon wieder, dieser da, lass uns ihn umbringen. Und was ich krass finde, hätte Judah gewusst, was Gott aus seinem Leben machen würde, dass aus dem Stamm Judah der Messias kommen würde. Hätte er das gewusst dazu mal, dann wäre gar nicht auf Josef Der nicht eifersüchtig gewesen. Ja, er wäre nicht eifersüchtig gewesen. Und eines der Probleme, das ich bei mir entdecke, wir beurteilen immer ganz, ganz schnell. Ist es richtig, ist es falsch? Wir beurteilen auch Erfolg oder nicht erfolgreich. Du kannst Dinge oft nicht in 20, nicht in 30 Jahren beurteilen. Es gibt auch Missionaren, die waren irgendwo in China, kommen zurück und haben vielleicht 3 Menschen mit Gott in Begegnung gebracht und sagen, das war es. Aber dann hört man oft, dass dann die 3 Leute, Jahre später, die Kinder, haben das Evangelium gepredigt und eine Erweckung ist ausgebrochen. Nur haben sie das nie gehört. Und ich finde auch eine Sache bei der Geschichte von Josef ist, lass uns nicht zu schnell und zu früh unser Leben beurteilen, sondern Gott hat mit jedem Menschen einen Plan und Gott bewertet eben Dinge ganz anders. Und das ist ein bisschen für uns schwierig, weil die Welt hat einen anderen Maßstab, aber Gott hat eben einen anderen Maßstab. Und das ist manchmal ein Clinch. Das Zweite ist dann, und das ist auch jetzt interessant, er kommt in das Haus von Potiphar, jetzt kommt ein Charaktertest. Und du hast es gut gesagt, Susanne, im Abendmahlgebet, Josef hat immer im Hause gearbeitet, also er war nie auf dem Feld. Also er war zu Hause beim Vater, dann in Potiphar bekam er wieder eine Arbeit im Haus und dann beim Pharaon wieder im Haus. Also er ging von Haus zu Haus. Und die Brüder haben gedacht, ja, wir arbeiten draußen und du bist zu Hause in der warmen Stube. Aber das war die Begabung von Josef. Also da hat er in sich auch nichts falsch gemacht. Man darf nicht man sollte nicht die Talente vergleichen, so muss ich sagen. Also das macht keinen Sinn, außer man will traurig und enttäuscht und frustriert werden. Ja, und jetzt beim Charaktertest geht es eben darum, wie man mit Besitz von anderen umgeht. In 1. Mose 39, Vers 3 und folgende heißt es, deshalb fand er, Josef, seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Also ihm wurde der gesamte Besitz anvertraut und genau da nimmt er dann wieder Bezug, als die Frau von Potiphar sich Josef anmachte. Und es geht dann weiter in 1. Mose 39, Vers 9. Da sagt Josef zu Frau Potiphar, gibt ihr einen Korb, und er sagt, warum? Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also er wird massiv herausgefordert und er reagiert charakterlich extrem stark, weil es geht um seinen Besitz und man könnte ja denken, ja, also die Frau als Besitz von Potiphar anzuschauen, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, die kann ja selber entscheiden und wenn sie will, ja gut, dann bin ich ja auch dabei. Aber Josef, der vergreift sich nicht am Besitz von seinem Chef. Ja, und das ist jetzt ganz, ganz krass. Ich meine, so gepostet hatte bei den Brüdern, wer er war, da sieht man etwas in seinem Charakter, wo ganz, ganz krass ist, wie er dem einfach widersteht
Und das kam dann eigentlich eben nicht zum Guten im ersten Moment, eben die 13 Jahre im Gefängnis. Ich habe das schon erwähnt, ich habe das nie verstanden. Ich fand das total unfair, weil ich liebe Gerechtigkeit. Ich bin ein Gerechtigkeitsmensch. Und ich habe gefunden, das ist nicht okay. Er ist treu und kommt in das Gefängnis. Aber im Gefängnis ist interessant, dass eben Josef eben doch noch oft sagte zum Bäcker und so, wenn ihr dann draußen seid, denkt an mich, an mich, an mich, an mich, an mich. Also es ging um ihn. Und als dann der Pharao einen Traum hatte, später hat er gesagt zum Pharao, ich kann das nicht sagen, nur Gott. Also in seinen ganzen Wörtern hat sich was geändert. Und es gibt so Charaktertests, die Gott vor unsere Füße legt. Und da sprühen die Späne oder da sprüht das Eisen das Feuer. Das bedeutet, Gott schleift etwas weg von uns. Und das hört sich jetzt einfacher an, dass es ist. Und für mich, um das zusammenzufassen, wo ich am Sonntag gesagt habe, wenn man enttäuscht ist, ist unser Ego noch zu groß. Das heißt, mein altes Ich, mein altes Fleisch, mein altes Adam, nehme jetzt so ein bisschen so biblische Wörter, so sage ich mal altgebackene biblische Wörter, ist immer noch in mir lebendig. Das bedeutet, mein alter Adam ist noch nicht tot, noch nicht begraben, weil man kann nur enttäuscht und nur verletzt sein, wenn unser Ego noch immer laut und noch ein Bedürfnis hat für Anerkennung und für Lob und für eine Umarmung. Also ich bete jetzt mit dir zusammen, da wo du weißt, du kennst jetzt die Themen, die Gott auf den Tisch legt. Ich bete jetzt einfach für Kraft, dass Gott uns die Kraft gibt, dass wir den Geist der Überwindung bekommen, den Geist vom Aushalten und auch der Geist der Geduld. Vater im Himmel, du hast diese Themen auf meinen Tisch gelegt, du hast mir Menschen in mein Leben hineingelegt oder gebracht, die extrem an mir was auslösen, wo ich merke, ich kann dem ausweichen, aber es ist dann nicht gelöst. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du mir die Kraft gibst, das zu überwinden, weil ich habe nicht der Geist der Angst bekommen, sondern der Geist der Liebe, der Kraft und auch der Besonnenheit. Gib mir auch einen schlauen, einen wachen Geist, dass ich nicht da hineinstolpere, weil ich müde bin oder weil ich ängstlich bin, weil ich verkrampft bin, sondern gib mir diesen wachen Geist, um zu unterscheiden, ja, du lässt es zu, du schleifst etwas in mir, ja, es sprühen die Funken, man sieht das auf alle Seiten, aber du machst etwas wieder scharf in mir. Ja. Und ich möchte dich beten, da wo wir schwach sind, sagt die Bibel, ist er stark in uns und er gibt uns diese Kraft, alle diese Dinge in deinem Namen zu überwinden. Wir sind Überwinder und Überwinderinnen. Dieser Geist wohnt in uns. Wir haben diese Kraft von Gott bekommen. In diesen Früchten vom Heiligen Geist ist auch die Kraft vom Überwinden, ist auch eine Frucht, die Gott uns anvertraut hat. Die ist in uns und die wohnt in uns. Und du hast es angesprochen, Leo, die Früchte vom Heiligen Geist, und vielleicht betrifft dich Enttäuschung. Und das ist so ein Charaktertest, du reagierst mit Enttäuschung. Und wir haben diesen Früchten vom Geist das Negative zugeordnet oder umgekehrt. Und ich möchte da einfach noch einen Moment verweilen und durchbeten. Und wenn du Enttäuschung empfindest, dass du mit Enttäuschung reagierst, dann bringen wir, Jesus Christus, die Enttäuschung jetzt dir. Und das Gegenstück davon ist eine Charaktereigenschaft vom Heiligen Geist und wir laden Liebe ein in unser Herz. Vielleicht ist da Trauer in unserem Herzen und nicht, dass Trauer in dem Sinne schlecht ist, das gehört zu unserem Leben, aber wo es ein Geist der Trauer ist, wo es ein Mantel der Trauer über uns kommt, da bringen wir dir diese Trauer und laden Freude als Charaktereigenschaft in unser Leben ein. Und du siehst da, wo wir den Mantel von Stress haben, ich nenne es jetzt mit einem Mantel, weil es sich so bildlich darstellen lässt. Und das ist nicht deine Charaktereigenschaft. Stress ist nicht deine Charaktereigenschaft, Jesus Christus. Und deswegen bringen wir den Stress zu dir und wir empfangen Frieden, weil das ist eine Frucht vom Geist. Das ist eine Charaktereigenschaft vom Heiligen Geist. Ich bringe dir die Wartezeiten, die Ungeduld in den Wartezeiten. Und ich empfange Geduld, dass Geduld sich ausbreitet in meinen Gedanken und dass etwas sich beruhigt und ruhig wird.
Ich bringe dir Ungerechtigkeit, wo ich ungerecht handle, wo ich fies handle, wo ich zu meinen eigenen Gunsten handle. Und ich bringe das dir ans Kreuz. Und weil du gestorben bist, kann ich das austauschen und ich kann eine Charaktereigenschaft von Freundlichkeit empfangen. Ich bringe dir Scheitern und ich empfange Güte. Vielleicht hast du da etwas dazu, weil das bringe ich jetzt gerade nicht zusammen als Gegenteil. Und sonst lassen wir es einfach stehen. Ich gehe mal weiter. Versuchungen. Wo ich einfach den Versuchungen erlege, das bringe ich dir hin und ich empfange Treue als deine Charaktereigenschaft, die sich in meinem Leben durch den Heiligen Geist ausbreitet. Wo ich mit Wut reagiere, das bringe ich dir und ich empfange Sanftmut. Wo ich nur Krisen sehe und untergehenden Krisen, in den Krisenumständen, die bringe ich dir. Sondern ich empfange Selbstbeherrschung als deine Charaktereigenschaft. Und ich danke dir, dass wir das nicht selber produzieren müssen, sondern dir, Heiliger Geist, eine Einladung geben, dich auszubreiten in unseren Gedanken, in unserem Körper, in unserer Seele und in unserem Geist, dass wir anders reagieren, als wir gewohnt sind. Damit auch wir sagen können, wir haben den Charaktertest bestanden, weil du, Heiliger Geist, Überhand hast in meinem Leben. Ich finde es mega, mega praktisch und natürlich, ich habe das manchmal von Leuten auch gehört, ist das ein bisschen so Selbstoptimierungsglaube, den wir haben, aber die Früchte vom Heiligen Geist wurde uns gegeben, damit wir Jesus Christus in allem immer ähnlicher werden. Das sagte die Bibel aus, damit wir das beste Gefäß sind, das Gott gebrauchen kann, weil durch uns, Gott gebraucht uns, um Menschen zu segnen. Wir sind ein Licht in dieser Welt, wir sind ein Salz in dieser Welt, wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus Christus. Wir haben auch diese Aufgabe, die Welt mit der Botschaft Gottes zu verknüpfen. Aber das macht Gott immer in einem Paket, dass er an uns arbeitet. Und wenn Menschen dann in uns sehen, die Veränderung, die Gott gemacht hat, ist das wieder ein Zeugnis, ein Testimony über die Größe Gottes, weil dein Umfeld sieht die Veränderung und wird staunen und merken, okay, der Friede Gottes und die Freude Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, alle diese Themen sind wirksam in dir. Darum sind einfach so, Gott schleift uns, weil da Rost weg muss, sondern Gott schärft etwas, was eben noch besser für ihn eingesetzt werden kann, als wenn man stumpf ist, im Beispiel der Axt zu bleiben. Dann das dritte Level ist dann beim Pharaon und auch wieder, er war zu Hause, hat er gearbeitet, Josef, dann im Hause von Potiphar und jetzt im Hause vom Pharaon. Das war der Vergebungstest und über den werde ich diesen Sonntag auch sprechen. Das ist eigentlich der schwierigste Test überhaupt, weil Vergebung ist, ich vergebe nicht wegen den anderen, sondern Vergebung ist für mich. Und Jesus sagte nicht, ja, ihr müsst vergeben, wenn die anderen auch das einsehen oder ihr könnt dann vergeben, andere sagen, ja, ich habe auch einen Fehler gemacht oder könnt dann vergeben, andere sagen, ich hatte auch eine Schuld, sondern Vergebung ist etwas, was mit mir zu tun hat. Wenn ich das nicht mache, werde ich bitter und wütend. Und es ist interessant, dass in 1. Moses 41, Vers 42 bis 44, ich möchte es euch vorlesen, und man sieht auch da die Gunst Gottes in einem ganz krassen Entwicklungsmoment. So setzt der Pharaon ihn ein, Josef, zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Ich bin der König, sagt er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand auch nur einen Finger rühren darf. Also die Gunst, der Erfolg, Gott war mit ihm, absolut offensichtlich. Aber dann gab es einen Moment, wo die Brüder nach Ägypten kamen und Josef hat sie entdeckt. Und da die Bibel sagt, Josef weinte. Und das hat mit dem zu tun, weil Josef realisiert hat, denn wenn seine Brüder eine Not haben, dann brauchen sie ihn. Also er hat geweint und gemerkt, aber jetzt, das ist eigentlich, die brauchen mich jetzt in dem Sinne und ich habe ja die Position. Und dann merkst du plötzlich, das fällt dir noch viel mehr schwer zu vergeben, weil du merkst, die wollen etwas von dir. Und ich glaube effektiv, dass auch wenn Gott dich segnet, in allem, was du machst, sind die Geschichten, die man in der Vergangenheit erlebt hat, sind nicht einfach aufgehoben, aufgeschoben ist nicht aufgeschoben, geht das? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, jetzt habe ich es genau. Ja. Ist nicht einfach schon Schwamm drüber und es verjährt sich. Diese Dinge werden sich nie verjähren.
irgendwann kommen die Themen hoch. Und es ist auch krass, wenn Menschen geistlich oder sexuell missbraucht werden, dauert das oft Jahre, bis Leute den Mut haben, das zu sagen. Und man denkt immer, und für die ist es, als wäre es gestern gewesen. Es braucht manchmal Zeit, dass man auch das beim Namen nennen kann. Also es ist aber nicht so, Zeit heilt nicht die Wunden. Zeit macht dich nur älter, in dem Sinne. Und wenn du merkst, dass auch du vielleicht gewisse Freundschaften nicht mehr hast, dein Leben hat sich nochmals verändert, Gott hat dir eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gegeben, das ist gar kein Thema. Wenn du merkst, dass diese Themen hat man nicht gelöst, die holen dich irgendwann ein. Und das eben dann, dass du eben noch weinen musst, weil du gemerkt hast, ja, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, das auch auszusprechen. Das tut in dem Sinne weh. Also ich möchte mit dir zusammen, und das ist jetzt nicht einfach ein Gebet, dass man so schnell beten kann, aber ich möchte dich in die Position nehmen, wo mir hilft, mir selber zu sagen, ich war ein Sünder und ich bin ein Sünder. Und ich bin nicht perfekt und ich habe Dinge falsch gemacht vor Gott, vor den Menschen, vor mir selber. Ich war manchmal Gott nicht treu, habe nicht immer das getan, wo ich gewusst hätte, ich hätte es tun sollen. Weder diese Prinzipien aus der Bibel noch gewisse Impulse vom Heiligen Geist. Und ich bin genauso, und das ist meine Position, die ich einnehme, genauso schuldig geworden vor Gott, vor den Mitmenschen und auch von mir selber. Und ich bin nicht zu stolz, um zu sagen, vergib mir, so wie du mir gnädig bist. Und Gnade heißt einfach unverdient, es ist unlogisch, es ist unbegreiflich, es ist das Wort fair gibt es schon gar nicht. Steht über diesen Begriffen. Und du mögest mir helfen, in diesen Dingen, die geschehen sind, einfach den Mut zu haben, das auch loszulassen und sagen zu können, wie Josef, ihr habt es böse gemeint. Es war richtig, richtig fies. Es war richtig gemein. Ja, ich habe euch provoziert. Es war nicht nur One-Way, ich hatte auch meinen Anteil. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, es ging zu weit. Aber dennoch hat Gott was Gutes daraus gemacht. Mir ist es mega wichtig, wenn wir beten um Vergebung, dann denken wir, ja, das ist okay, wenn es für mich gut ist. Aber wir wünschen dann der Person, die mich enttäuscht und verletzt, vielleicht sogar missbraucht hat, wünschen wir dann eben nicht den Segen Gottes. Und dann werfen wir diesen Stein. Und ich bete jetzt für die Menschen, Jesus hat gesagt, betet für die Feinde. Und das sind unsere Feinde. Das sind die, die mich enttäuscht haben, die mich verletzt haben. Ich bete für sie, dass du genauso sie segnest, ihnen vergibst, dass du die Hand ihnen entgegensteckst und mit ihnen Geschichte schreibst, so wie du mit mir Geschichte wieder schreibst. Und wenn ich jetzt dieses Gebet so bete, kann sein, dass du sagst, das geht mir alles zu schnell, das ist zu einfach, das mag so sein, aber dann möchte ich dir einen Anstoß geben, was ich mir dann sage, und ich versuche mich in die Position hineinzufügen vom Kreuz. Und ich weiß, ohne Kreuz bin ich verloren. Das Kreuz ist die einzige Berechtigung, dass ich eine Zukunft habe. Dann sage ich mir, okay, wenn ich Vergebung brauche und ich will die, weil sonst trinke ich diesen bitteren Kelch und ich werde wütend und ich bekomme eine Wunde und da kommt der Teufel und die Dämonen voll rein. Diese Türe will ich nicht aufmachen. Und dann sage ich, wenn Gott mich segnet, wenn Gott mich heilt, ist ja der gleiche Gott, der mein Schlamassel nochmals in ein Wunder umwandelt, ist der gleiche Gott, der bei denen, die in mir ein Schlamassel ausgelöst haben, also bei Judah, bei den Brüdern von Josef, ist doch der Gott, mein Gott ist auch ihr Gott. Und das sagte Josef, mein Gott ist auch dein Gott. Das haben sie so gesagt. Also mit anderen Worten, wenn Gott bei mir was gemacht hat, dann macht das bei euch auch. Und ich möchte dir diese Perspektive geben. Und da wird es ein bisschen eng und schwierig, weil wir sagen, nee, der Person mag ich das nicht gönnen. Ich möchte nicht zu deiner Seele sprechen. Die Seele ist laut, die Seele ist dramatisch und die Seele hat auch gewisse Wunden erlebt, aber ich spreche im Geist. Im Geist kann ich Dinge proklamieren, die die Seele vielleicht noch nicht kann. Aber wir müssen diese Position einnehmen, damit du wieder frei bist und auch lachen kannst und sagst,
die Fülle des Heiligen Geistes ist in mir. Weil man sieht das im Leben von Josef, diese krassen Sätze, der gleiche Gott dein Gott ist auch mein Gott. Mit anderen Worten haben gesagt, wenn Gott dich geführt hat, führt er euch auch. Ich möchte dich jetzt einfach mit diesem Gedanken, den kann man nicht einfach so, also nein, man kann es beten und Gott kann Dinge sofort wegnehmen. Aber ich merke, bei einigen Leuten wird das nicht jetzt einfach so der Fall sein, man betet dieses Gebet und es ist gut, weil Vergebung ist oft ein Prozess. Vergebung ist auch eine Positionierung, wo du dich hineinpositionierst, bis du merkst, jetzt bin ich bereit und ich will auch loslassen und ihnen in dem Sinne auch wieder vergeben. Josef sagt am Ende in 1. Mose 50, Vers 21, ihr braucht also euch nichts mehr befürchten, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Also merkst du, das ist Vergebung und Versöhnung in einem Bibeltext, aber man vergisst vielleicht die 13 Jahre im Gefängnis und dann wie lange das noch war, als ich gesehen habe, keine Ahnung, das sind, ich sage jetzt mal, vielleicht waren das 20 Jahre her. Es gab ja die 7 fetten Jahre und dann die 7 schlechten Jahre. Das war dann in den schlechten Jahren. Das, ich sage jetzt mal, nach 20 Jahren später macht Josef solchen Satz. Und ich bete über deinem Leben, dass du diesen Satz genauso über denen Menschen sagen kannst in der Zukunft oder jetzt, wo es für dich im Moment unvorstellbar ist. Und ich bitte, dass du, Heiliger Geist, kommst übernatürlich und uns küsst und uns befähigst und uns eine Liebe und einen Frieden gibst und einen Ruck gibst, dass wir in eine Position kommen, wo wir gedacht haben, ich werde nie in der Lage sein zu vergeben, ich werde nie in der Lage sein, das loszulassen, ich werde nie in der Lage sein, über das hinwegzukommen. Kannst du das gute Werk, das du in mir angefangen hast, du wirst es in mir vollenden. Und ich bete, dass du sagen kannst, ihr müsst euch nicht sorgen. Ich werde mich für euch einsetzen. Ich werde alles, was ich habe, unternehmen, damit du in dieser Gunst, in diesem Frieden Gottes genauso leben kannst. Und das bete ich jetzt über dir prophetisch. Was noch nicht ist jetzt, wird werden im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Hey, ja, wir sind am Ende von diesen Punkten, die wir aufgeschrieben haben aus der Message vom letzten Sonntag. So schön warst du mit dabei. Schick das gerne weiter, wenn du denkst, dieses Gebet oder diese Gebetszeit müsste jemand anders hören. Dann fühl dich frei, schick das einfach weiter. Und ja. Ja, wir haben ja auch ein Buch geschrieben, Treu wie niemals zuvor. Ich habe es jetzt gerade nicht hier. Ich möchte euch motivieren, dieses Buch zu kaufen. Ich habe es jeden Tag daraus gelesen, obwohl wir es ja geschrieben haben, weil ich möchte sagen, die Geschichte von Josef ist so vielfältig. Es beginnt nicht einfach Hauptsache, was ist dein Traum, sondern was ich mega cool finde, man hat ganz verschiedene Aspekte und auch Konzepte. Und du hast den QR-Code da, du kannst es kennen und das bestellen. Und es ist wirklich, also ich sage es da nicht bei jedem Buch, aber dieses Buch ist in meinen Augen wirklich einfach brillant, weil es ist eine Geschichte aus der Bibel, eine Parallele zu Jesus und einfach kauf das, geh die ganze Geschichte durch von Josef von A bis Z und ich kann dann sagen, du wirst dich da und da finden und es ist eine krasse Ermutigung, dass Gott trotzdem zum Ziel kommt. Und wenn diese Talk and Prayer gefallen hat, bitte mach einen Daumen hoch, schreib einen Kommentar, irgendwie danke vielmals, weil das hilft uns für den Algorithmus bei YouTube. Und wenn du denkst, es gibt noch Leute, die das genau von heute hören müssen, weil es sind viele Gebete drin, man kann ja auch nur eine Sequenz mitbeten und dann wieder abstellen, das ist das Coole. Du kannst ja so lange mitbeten oder zuhören, wie du willst. Aber ich danke euch für die Tausenden von Leuten, die jede Woche mit uns das nochmals durchbeten und anhören. Ich wünsche euch Gottes Segen und denkt daran, wenn Menschen es böse mit dir meinen, Gott wird am Ende es gut machen. Und das spreche ich über dir aus, nicht als einfach so Motivational Statement, sondern als eine Tatsache, weil unsere Zukunft ist größer als unsere Vergangenheit, auch wenn du 80 Jahre jung bist. Das bedeutet, Psalm 23, er baut ein Haus, wo ich für immer bleiben werde. Und von der Zukunft spreche ich, darum haben wir eine krasse Perspektive und eine absolut großartige Hoffnung. Also, ciao Mach's zusammen, gut. God bless you Tschüss. und macht's gut. Tschüss. Ciao.
You are